Bike Biber, der Gipshang. Wer fährt so schnell durchs Doppeltrakt? Wer wird vom Biken niemals satt? Wer hört schon von weitem, wenn's tönt? Fürs Biken ist Flamm und Feuer, mit Freunden in ein Abenteuer. Wer könnte das der Name sein? Es ist der Bike Biber. Bike Biber. Auf dem Bike ist zufrieden. Und kommt schon wieder. Let's go! Yeah! Wuhu! Wartet auf mich! Es ist genau so ein Tag, wo die Sommerferien ausmachen. Obwohl es erst 10 Uhr am Morgen ist es für aussen schon angenehm warm. Die Vögel zwitschern zufrieden aus dem Wald und die Bienen gehen geschäftig ihrer Arbeit nach. Der Duft von frisch geschnittenem Gras und Abenteuer hängt in der Luft. Es ist klar, was unsere 5 Gespänli an so einem Tag machen. Sie sind zusammen auf dem Bike Trail. Coole Jump, Hanna. Schon, gell? Wodurch jetzt? Geradeaus, wie immer. Mike! Pass auf! Ich war fast in dich reingerasselt. Achtung, Wels! Bremse! Autsch! Ui, Wels, geht's dir gut? Ja. Habe mich zum Glück gerade noch auf der Wiese abrollen. Nichts passiert. Puh, dann ist ja gut. Aber Mike, wieso hast du denn mitten auf dem Trail angehalten? Wir fahren an dieser Stelle immer geradeaus weiter. Aber da rechts geht auch ein Weg runter. Der sieht auch cool aus. Wieso nehmen wir nie den? Oh nein, ohne mich. Da fahre ich sicher nicht runter. Hä? Wieso nicht? Mike, weißt du, wie heisst der Trail bei den grossen Kindern? Nein. Wie? Sie sagen an dieser Route nur «der Gipshang». Gipshang? Wieso der Gipshang? Ja, überleg doch mal, Wels. Die es wagen, da runterzufahren, die kommen noch alle mit eingegipsten Armen oder Beinen in die Schule. Ja, aber die Grossen sagen noch viel, wenn der Schultag lang ist. So schwierig ist der Trail sicher nicht. Ja, aber Mike, jetzt schau doch mal das Schild da hier. Siehst du, welche Farbe das hat? Ja. Das ist schwarz. Ja und? Schwarz bedeutet, diese Strecke ist nur für Profis. Aber wir sind doch Profis, oder nicht? Wir sind gut, aber zum Profis werden müssen wir noch ein bisschen mehr fahren. Genau, Franzi. Wir bleiben auf der blauen Piste. Das sind die einfachen Wege. Und wenn wir es schwieriger wollen, gibt es ja immer noch die roten. Mittelschwer. Also ich finde, die Blauen sind schon schwierig genug. Mir hat Laura auf dem Spielpi erzählt, ihr Cousin sei mal den Gipshang runter. Er hat sich alle Knochen gebrochen. Siehst du, der Name passt eben schon. Oh, schaut! Dort kommt einer voll Gas auf uns zuzufahren. Wir gehen besser ein bisschen aus dem Weg. Wow, habt ihr das gesehen? Der düst ja schneller als der Fenderwils. Wer ist das? Keine Ahnung. Aber der fährt mal auch die schwarze Piste runter. Ja, aber der ist sicher schon in der 6. Klasse. Oder in der Oberstufe. Oder sogar ein... Ja, ist ja gut. Dann gehen wir halt geradeaus die Babystrecke derab. Das ist der Mike. An Selbstbewusstsein fehlt es ihm sicher nicht. Aber seine Freunde haben recht. Übermut hat auf dem Trail nichts verloren. Sicherheit geht vor.
Je höher die Sonne am Himmel gestanden ist, desto heißer ist geworden beim Biken. Nach dem Mittag entscheiden sich die 5 Freunde, den Nachmittag am See zu verbringen. Und was gibt's Besseres, als sich an so einem sonnigen Sommertag in der Badi abzukühlen? Sie holen sich ein Glasse am Kiosk und suchen sich ein schönes Plätzchen auf dem grossen Rasen vom Freibad. Rundum sind Kinder am Spielen und Erwachsene am Entspannen. Das Glas ist so fein. Ich liebe ein Algenaroma. Das ist genau die richtige Erfrischung. Mein Haselnuss-Stracciatella-Glasse. Also mein Zitronensorbet schmeckt jetzt auch noch eben gut. Schau dort hinten, spielen das Beachvolleyball. Es ist, glaube ich, ein richtiges Match am Laufen. Stimmt? Wow, die könnten hochkumpen. Wow, gar noch verwünscht. Ich wünschte, ich könnte so gut spielen. Stimmt. Vor allem der dort mit den blonden Kruseli. Der mit der blauen Badhose? Das ist doch der Logan. Ja, genau, der Logan. Schau jetzt. Wow. Der hat er jetzt wirklich perfekt geblockt. Aber wer ist das? Das ist eben der Logan. Er geht schon in die 6. Sein Vater ist, glaube ich, von Australien oder so. Das finde ich voll spannend. Der kann sicher schon mega gut Englisch. Bestimmt. Ich gehe jetzt auf einen Sprungturm. Kommt ihr auch? Okay, wartet, ich komme auch mit. Das Franzi und ich bleiben noch ein bisschen. Gell? Ja. Während die Mädchen noch ein bisschen auf der Wiese bleiben, gehen die Jungs aufs Floss mit dem Sprungturm. Wenn man auf dem Floss sitzt, hat man perfekte Aussicht, wenn Gross und Klein ihre Kunststücke präsentieren. Wow! Habt ihr den Backflip gesehen? Also das traute ich schon nicht. Ui, die hat einen perfekten Köpfler vom 3 Meter gemacht. Und als nächstes ist der Igor dran. Was macht der Kerl? Sehr wohl auf den Bauch. Hey, schaut, der dort in die Gym kommt. Ist das nicht der Logan, den Hanna vorher erzählt hat? Ciao zusammen. Wow, jetzt ist der Logan dran. Boah, ja. Was macht er recht? Wow, ey, so lässig. Also so einen coolen Sprung habe ich noch nie gesehen. Gell, Mike? Ja, das ist gar nicht so schwierig im Fall. Ich könnte es dir schon zeigen, aber mir tut gerade der Fuß weh und ich gehe jetzt sowieso zurück auf die Wiese. Was ist denn mit dem Mike los? Ich weiss auch nicht genau. Naja, also, ich gehe jetzt auch wieder mal zurück. Ich habe langsam kalt. Okay, ich mache noch geschwind einen Köpfler. Und dann komme ich auch grad. Bis dann. Hast du nicht mehr mit uns jumpen auf dem Sprungturm? Nein, lass mich in Ruhe. Ist etwas passiert? Komm nicht raus. Dann gang doch den Logan fragen, wenn du genau wissen willst. Wieso der Logan? Den kenne ich doch gar nicht. Das ist der Blöffi vom Sprungturm. Immer muss er sich so meinen und vor den anderen so angeben. Der ist voll eingebildet. Aber Mike,
Du kennst doch den gar nicht so gut. Und wenn schon, mit so einem Showman will ich sowieso nichts zu tun haben. Aha. Aber meinst du nicht, du solltest vielleicht zuerst mal mit ihm reden? Ja, genau, der Logan, das stimmt. Und da haben wirklich alle gestaunt. Was gestaunet? Wir haben es gerade vom Logan seinen super coolen Sprung gehabt. Hast du es nicht gesehen, Mike? Er hat sogar einen doppelten Backflip geschafft. Ja, das war eine Sensation. Der ganze Sprungturm hat gejubelt. Nein, die ganze Body. Immer alle wieder den Logan so cool führen. Ich hab ganz so einen Sprungturm. Mike? Wieso packst du jetzt deine Sachen? Mir langt's! Wo geht er jetzt hin? So habe ich unseren Mike noch nie erlebt. So, die Zähne sind geputzt und das Fell sauber. Jetzt bin ich bettfertig. Das war jetzt aber auch ein schöner Tag. Zuerst das Biken auf dem Trail und nachher in der Body die Sonne geniessen. Herrlich. Aber was war echt heute nur mit dem Mike los? Zuerst ist er vom Sprungturm einfach davon geschwommen und nachher plötzlich heimgegangen. Also so kenne ich ihn ja gar nicht. Aber morgen ist ja schon wieder ein neuer Tag. Da hat er sicher wieder bessere Laune. So, ich lösche jetzt das Licht. Es ist schon spät. Das hat jetzt den Bike schon ein bisschen beschäftigt. So hat er den Mike nämlich noch nie erlebt. Der Bike denkt nur einige Minuten darüber nach, bis ihn die Müdigkeit überkommt und er langsam einschlummert. Es ist ein neuer, herrlicher Sommertag. Die 5 Gspendli treffen sich am Teich hinter dem Haus von Hanna. Sie haben es lustig. Auch der Mike ist dabei und er ist wieder ganz der Alt. So, als ob nichts gewesen wäre. 7000? Das stimmt eh nicht. Mal, sicher, sie hat es mir ja genau gesagt. Ich glaub's ihr trotzdem nicht. Hey, schau mal die schönen Steine hier. Oh ja, schön flach und fein vom Wasser. Schau, der ist ganz rund. Die sind perfekt zum Schiffern. 1, 2, 3. Der Bike schnappt sich einen von diesen glatten Steinen und rührt ihn flach übers Wasser. So springt der Stein 1, 2, 3 Mal auf und versinkt dann in der Mitte vom Teich. 3 Sprünge, nicht schlecht, Bike. Aber schau, wie es ein echter Profi macht. Ho, up! Wow, 4 Mal. Jetzt ich. Hoppla. Jetzt bin ich dran. Wartet nur. Ja, so schnell haben die 5 ein neues Spiel gefunden. Einer nach dem anderen schiffert den Stein über den Teich. 4 Sprünge, 5 Sprünge und immer mehr schaffen sie. Es entsteht ein richtiger Wettkampf. 7, 8, 9. Wow, bravo, Rekord! Wow, das war super. Aber ich habe letztes Mal von meinem Fenster aus den Logan beobachtet, wo er am Schiffern war. Und er hat über 20 Mal geschafft. Über 20? Das ist ja schier nicht möglich über den kleinen Teich. Mo, ich habe es dann gezählt. Das hat er sicher nicht gemacht. Ja, wenn ich es doch sage. Sicher nicht! Du erzählst doch Quatsch mit Soße! Hey, wegen so etwas müssen wir jetzt sicher nicht streiten. Gehen wir lieber weiter auf den Trail. Schliesslich haben wir die Velos nicht vergeben mitgenommen. Ja, das stimmt. Kommt! Es vergehen keine 10 Minuten,
kommen die Kinder beim Trail an. Zwischen den massiven Felsvorsprüngen und dem dunkelgrünen Tannenwald blüht die Natur. Die Blumen am Wegrand leuchten in allen Farben. Die Luft duftet nach Tannenzapfen und das Kies knirscht unter ihren Rädern. Was für ein herrlicher Tag zum Velofahren. Sie haben richtig den Plausch. Alle nacheinander flitzen sie über den kurvigen Trail. Aber einer von ihnen scheint heute noch etwas waghalsiger zu fahren als sonst. Oh, hopp! Yeah! Mike, pass doch auf! Du wärst hier in mich reingekracht. Mike, willst du nicht ein bisschen bremsen? So machst du dir sicher noch weh. Wer bremst, verliert. Jetzt musst du schauen. Wow, den Whip, den habe ich noch nie getraut. Cool, gell? Dort vorne kommt gerade noch mal eine Chance. Wow, ein riesiger Bunnyhop. Eben, hä? Ich mag nicht mehr. Machen wir eine Pause dort vorne. Gute Idee, Wels. Schau, dort, wo der Gipshang anfährt. Dort haben wir ja gestern schon angehalten. Das sind aber richtig super Sprünge, Mike. Ich habe gar nicht gewusst, dass du das so gut kannst. Gell? Habe halt auch viel trainiert. Also, wenn du so weitermachst, kannst du gleich auf einen schwarzen Trail. Oh, schaut. Dort oben fährt aber jemand ganz tiefig aus dem Wald. Das ist doch wieder der gleiche von gestern. Ist das der... Schaut mal, die blonden Kruseli, die vorne aus dem Helm schauen. Das ist der Logan. Ganz sicher. Und jetzt... rast er den Gipshang runter. Wow! Hat der gerade einen 360 gemacht? Unglaublich. Der kann einfach alles. So, jetzt langt's. Das, was der kann ich schon lang. Nein, Mike, das ist viel zu gefährlich. Aber da ist es schon zu spät. Der Mike ist losgefahren und rast mit vollem Karacho die schwarze Strecke durchab. Da taucht plötzlich die grösste Schanze vom ganzen Trail auf. Er kann nicht mehr bremsen und fährt drüber. Aua! Mike, nein! Das hat ganz schön geknallt. Der Gipshang macht seinem Namen alle Ehre. Der Mike liegt auf der Piste und wenig später kommt auch schon die Ambulanz zu fahren. Unsere Freunde machen sich natürlich grosse Sorgen und fahren ins nächste grössere Dorf zum Spital. Sie schliessen ihre Velos draussen ab und gehen in das grosse Gebäude, um ihren verletzten Freund zu finden. Aber im Warteraum sehen sie schon am Mike seinen Vater, den Flip. Salut Kinder, das ist jetzt aber schön, dass ihr den Mike besuchen wollt. Aber im Moment braucht er einfach Ruhe und mir noch gerade ein bisschen Geduld. Oh, mein Mike, was machst du nur für Sachen? Ja, aber verrückt sein, das kann ich ihm nicht. Ich habe ja früher selber genug Abis angestellt, als ich in eurem Alter war. Ja, aber geht's ihm gut? Ja, gell, es ist ihm schon besser gegangen. Aber der kommt schon wieder auf die Beine. Da müssen wir einfach gerade ein bisschen warten und hören, was der Doktor dazu sagt. Der arme Mike. Gibt es irgendetwas, was wir machen könnten, dass es am Mike wieder besser geht? Das ist lieb, Mike. Aber machen können wir jetzt leider nicht gerade so viel.
Am besten geht ihr jetzt einfach mal zu euren Familie heim und erholt euch selber von diesem Schreck. Und morgen kommt ihr dann wieder vorbei und dann wissen wir sicher schon mehr. Also gut, Flip. Und wünsche ihm gute Besserung von uns. Das mache ich, versprochen. Tschüss zusammen und bis morgen. Tschüss, Flip. Hey, was war eigentlich los mit unserem Mike? Hä? Was meinst du? Ja, er ist ja manchmal schon ein bisschen übermütig. Aber so wie heute war er noch nie. Er hat richtig übertrieben auf dem Trail. Stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Der Unfall ist ja nicht grundlos passiert. Er ist richtig waghalsig gefahren. Genau das meine ich. Unnötige Risikos eingehen ist nie schlau beim Biken. Und das weiss der Mike eigentlich auch. Aber wieso war er heute so? Vielleicht geht es mir einfach nicht gut. Ich habe das Gefühl, ich weiss, was es war. Was, Hanna? Wisst ihr noch in der Body? Dort ist er doch plötzlich so hässig geworden und heimgegangen. Und auch dort beim Skifahren am Teich. Dort ist er oftmals ganz verrückt geworden. Ja, stimmt. Aber wieso? Wisst ihr noch über was? Oder besser über wer wir dort geredet haben? Ah! Was? Ich komme nicht mehr draus. Der Logan. Weil's immer, wo wir über den Logan geredet haben, ist der Mike so verrückt geworden. Ich habe das Gefühl, der Mike ist ein bisschen eifersüchtig auf ihn. Das könnte es wirklich gewesen sein. Bravo, Hanna. Gute Vermutung. So, ich muss hier links. Wir sehen uns morgen. Tschüss, Freunde. Ciao, Wels. Bis morgen. Der Mike macht gerade seine Augen auf. Erst jetzt fällt ihm wieder ein, wo er ist, nämlich in einem grossen Spitalzimmer. Er schnauft tief ein und lässt das Bild auf sich wirken. Rund um ihn herum stehen komische Geräte und auf der rechten Seite hat es einen blauen Vorhang, der ihm die Sicht verdeckt. Die Wände sehen sehr eintönig weiss aus und irgendwie scheint alles blitzblank geputzt zu sein. Die Luft schmeckt so, wie es eben nur in einem Spital schmeckt. Er schaut auf seinen Arm ab und sieht, dass ein dicker weißer Gips drum gemacht worden ist. In dem Moment kommt der Doktor ins Zimmer zu laufen. Er macht grosse, schnelle Schritte auf den Mike zu, lächelt freundlich und blickt ihn dabei aufmerksam durch seine Brillengläser an. Ja, hallöchen, lieber Mike. Ich bin der Dr. Lope. Na, wie geht's dir? Du kannst von Glück reden, dass du einen Helm getragen hast. Was ist genau passiert? Tja, lieber Mike. Dein Gehirn hat's beim Unfall ordentlich durchgeschüttelt. Das nennen wir eine Gehirnerschütterung. Deshalb brauchst du die nächsten Tage viel Ruhe und Erholung. Das heißt, kein Fernsehen und keine Videospiele. Okay, wenn's muss sein. Aber was ist mit meinem Arm? Keine Sorge, das kommt schon wieder. Du brauchst die nächsten 2 Monate noch einen Gips zu tragen, aber dann sollte alles wieder gut kommen. Hä? Für was brauche ich denn einen Gips? Ja, wegen dem Unterarmbruch. Der braucht jetzt ein bisschen Zeit, um wieder zu heilen. Und deshalb trägst du einen Gips. Das ist wie eine Superheldenausrüstung für den Arm. Du kannst immer noch mit deinen Freunden abhängen, aber sei ein bisschen vorsichtiger, damit sich dein Arm auch gut erholt. Aber Doktor,
ich darf schon wieder auf den Trail, oder nicht? Ne, Sportsfreund. Aufs Fahrradfahren musst du die nächste Zeit verzichten, bis deine Knochen wieder zusammengewachsen sind. Die halt. Okay, kleiner Mann. Wenn du keine Fragen mehr hast, gehe ich jetzt ein Zimmer weiter. Nein, alles klar. Tschüss, Herr Doktor. Tschüss, Mike. Und Kopf hoch. Das ist jetzt eigentlich das Letzte, was der Mike hören wollte. Beim Gedanken, dass er lange nicht mehr auf einen Trail darf, wird ihm jetzt schon langweilig. Aber bevor er zu lange darüber nachdenken kann, hört er rechts durch einen Vorhang eine Stimme. Ein gebrochener Arm. Klassiker. Hatte ich schon zweimal. Bei mir ist es ausgekugelte Schultern. Hä? Woher kommt die Stimme? Von da. Ich bin im Bett neben dir. Hinter dem Vorhang. Aha. Und wie ist das mit deiner Schulter passiert? 3-mal kannst du raten. Der Gipshang. Was? Wirklich? Bei dir auch? Klar, Mann. Dort habe ich mich schon ein paar Mal verletzt. Ah, okay. Und ich habe mich schon richtig geschämt. Alles gut. Mal gewinnst du und mal gewinnt der Gipshang. Stimmt, ja. Wie heissest du eigentlich? Ich bin der Mike. Und du? Ich bin der Logan. Aber meine Freunde sagen mir Lolo. Was? Du bist das? Hä? Haben wir uns schon mal gesehen? Ja, also nicht direkt, aber wir haben dich eben schon ein paar Mal auf dem Trail und in der Body gesehen. Und du hast dann halt so coole Tricks gemacht und ich, also ja. Und was? Ja, ist ja gleich. Aber ich weiss schon, wer du bist. Ah, okay. Du bist in dem Fall auch immer am Biken und in der Body am Tricks machen. Ja, ich probier's einmal. Letztes Mal habe ich einen Whip geschafft. Und na, sogar noch einen 360. Aber na, ja, du weisst ja, wie es ausgegangen ist. Wow, 360. Das ist echt flockig für dein Alter. Ich habe damals den ersten Bunny-Hop geschafft. Wirklich? Ja, ganz sicher. Hoi zusammen! Du Logan, die Frau Dr. Gerber will noch mal schnell deine Schultern röntgen, um sicher zu gehen, dass alles gut verheilt. Okay, komm grad wieder, Mike. Aber erzähl mir noch, was für Tricks vom Sprungbrett machst. Ja, ist gut. Bis dann. Also der Logan ist ja doch ganz okay. Er ist sogar richtig nett zu mir. Da habe ich vielleicht zu schnell etwas über ihn gedacht, ohne dass ich ihn wirklich gekannt habe. So kann man sich täuschen. Mike! Hoi zusammen! Hey, bin ich froh, dass ihr hier seid. Ja, und mir erst. Wie geht's dir? Macht's noch weh? Und was ist das Weisse an deinem Arm? Das ist, denke ich, mein neuer Gipswels. Cool, gell? Und nein, es tut nicht mehr fest weh. Der Doktor hat gesagt, ich muss mich jetzt einfach ein bisschen schonen. Biken und Klick-Klack sind für mich die nächsten Wochen leider gestrichen. Ah, so schade. Aber zusammen stehen wir das durch. Ja, sicher. Hey, wisst ihr eigentlich, wem das Bett neben mir gehört? Das Bett neben dir? Nein, keine Ahnung. Am Logan! Am Logan? Ich meine, welchen Logan? Ihr wisst doch ganz genau, welchen Logan ich meine. Der vom Trail und von der Body. Der 6-Klässler Logan. Ah, ich bin mir jetzt nicht sicher. Alles gut. Ihr müsst nicht so tun, als ob ihr ihn nicht kennen würdet. Er ist jetzt auch mein Kollege. Also, ich meine, ich kenne ihn jetzt auch. Und er ist eigentlich ganz ein lässiger. So. Das freut mich aber, dass du hier einen neuen Kollegen gefunden hast. Ja, ich finde es auch cool. Aber ich glaube, ich muss euch noch Entschuldigung sagen. So wie ich die letzten Tage da habe, war nicht okay. Dass ihr den Logan so cool gefunden habt und so viel über ihn geredet habt, da bin ich ein
Ist, denke ich, schon gut, Mike. Wir wissen, was du sagen willst. Es tut mir gleich leid, wie ich zu euch war. Ist doch Schnee von gestern, Mike. Freunde heben zusammen. Egal, was kommt. Dem kann ich nur zustimmen. Jeder macht mal Fehler. Aber ich finde es super, dass du dich bei uns entschuldigt hast. Ja, das braucht nämlich mega viel Mut. Genau. Ihr seid die besten Freunde, die man sich vorstellen kann. Das geht einem direkt ins Herz, so etwas zu hören. Der Mike hat sich für sein Verhalten entschuldigt und jetzt schauen alle zusammen wieder nach vorne. Auch wenn es nicht immer schön ist, können so Erlebnisse eine Freundschaft auch stärker machen. Es ist immer besser, wenn man offen über seine Gefühle redet. So kann man sich gegenseitig besser verstehen und einander helfen. Zwei Tage später stehen alle Kinder auf dem Pausenhof der Schule und vor allem ein Bub gehört an diesem Morgen die ganze Aufmerksamkeit der Mitschüler. Man könnte sogar noch sagen, er ist eine richtige Sensation bei den Kindern. Boah. So cool, ey. Aber nach ihm will ich unterschreiben, okay? So, Unterschrift gemacht. Und hat er sogar noch etwas gezeichnet? Legende! Jetzt bin ich aber an der Reihe. Ja, sicher. Ihr dürft alle mal auf meinem Gips unterschreiben. Wow, Mike. Du bist ja ein richtiger Star auf dem Pausenhof. Man könnte es nur schier meinen, Wels. Aber darf ich jetzt auch mal unterschreiben? Ja, klar. Oh. So. Wer ist eigentlich der Lolo, der da unterschrieben hat? Ist das der Logan? Ja, genau. Er hat als allererstes unterschrieben. Nämlich schon im Spital. Hey Mike! Mike! Check mal den Trick! Hey, Mo, nicht schlecht. Aber jetzt schau mal meine. Wow! Das ist aber heimlich geübt. Ja, klaro. Nach dieser langen Zeit bin ich fast die ganze Zeit auf dem Velo gsi. Ich bin so froh, dass ich wieder auf den Trail. Schau, da geht's zum Gipshang. Safe! Aber ich glaube, den überlassen wir vorerst den richtigen Profis. Für einen Moment habe ich genug von Gips- und Spitalbesuch. Komm, weiter geht's! Ich sehe dort vorne schon den nächsten Kicker zum Hitten. Kicki-Pedal! Los!